Ein herzliches Willkommen zurück, Freunde, hier zum Let's Play von Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich weiß, schon eine Weile her, dass ich mal so wieder direkt das Menü heraus und so kommuniziert habe. Quasi als ich selbst, nicht als Link, nicht wahr? Dafür zwei kurze Gründe, geht relativ schnell. Grund Nummer 1, wieso letzten Tage keine Videos kamen, also von Zelda halt. Das hatte zum einen wegen, ja, bisschen auf Reserve aufnehmen, vor allem mit Tales of Berseria zu tun. Andererseits aber auch aus privaten Gründen. Quasi übers Wochenende wollte ich eigentlich aufnehmen und da irgendwie ging es nicht und so. Und dann, ja, deswegen kommt es jetzt ein bisschen später. Aber jetzt sollte da relativ normal weitergehen, sag ich jetzt mal. Sprich, täglich. Normaler Rhythmus halt. So, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ganz kurz noch mal erwähnen, wegen Amiibos. Ja, ich habe hier ein paar rumstehen, ein paar Amiibos und so. Und die kamen ja lustigerweise natürlich einscannen und da erscheinen halt... Ja, mitunter halt ein paar, soll bereits da spoilern. Ich sag's mal so, es sind schon ein paar Items auf der Overworld, war. Genau, und dementsprechend, wenn du schon noch alles einbauen so, aber mache ich erst ein bisschen später. Ich betone es extra ein bisschen und ich werde es auch ein bisschen verteilen und so weiter. Aus Gründen, die wir dann noch sehen werden, wenn es soweit ist. So, genug gequatscht. Weiter geht's hier mit Link. Wo war ich überhaupt? Ah, hier. Zielen. Schön. Ist irgendwie mittlerweile Part 12 oder so irgendetwas. Ne, sogar Part 20. Jetzt kommen wir mittlerweile mit dem Tipp zum Zielen. Jo, wieso auch nicht, wa? Amiibos! Kochtöpfe. Auch nichts Neues. Soll ich da echt reingehen? Ich hab irgendwie Schiss. Was steht hier schon wieder? Gefahr, kehrt um, Kinder. Überall Warnhinweise für Kinder. Das kann doch irgendwie nicht gesund sein. Ein bisschen umschauen. Ist hier irgendetwas verdächtig? Felsen, sehr verdächtig. Ist aber tief runter. Scheint sonst alles normal zu sein. Okay, hier haben wir noch einen Baum. Das trifft sich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ihn abholze. Die scheiß Axt. Scheiße. Klappt's mit dem auch? War ja klar. Natürlich keine neue Axt mehr. Verdammte Axt. Lustig. Das Atheno-Institut. Heiße Feuerschale. Finger weg. Feuerschale? Das hier vielleicht? Sieht doch aber sonst relativ friedlich aus. Wieso? Wir haben da explizit für Kinder und so weiter gewarnt. Ein Teleportpunkt hier hin. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Das ist das Atheno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Ja, warum nicht? Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Und wer bist du oder wer sind Sie? Ich bin gerade ein bisschen irritiert wegen grauen Haaren oder weißen Haaren. Seltsam. Der hat auch weiße Haare. Nee, der ist grau. Ja. Guten Tag. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du am Gürtel trägst, ist etwa ein Shika? Ohne Zweifel ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Naja, dies und das halt. Ein Stasis-Modul. Aha, ein Magnetmodul. Oh, ein Bombenmodul und ein Kryomodul. Und was noch, Amiibo. Das sind alle Module? Verstehe. Ja, das ist aber kurios. Bist du denn nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Basismodule? Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen.
Mein Name ist Simin. Und du bist Link, oder? Trage ich ein Namensschild? Impa hat mir alles erzählt. Wie? Telepathisch? Oder was? Er sagte, wenn je ein Jüngling mit Schikastein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Ja, gut, aber das erklärt den Namen noch nicht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Also. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Hä? Frau Direktorin, das ist ein waschechter Schikastein. Was? Oh, ich habe ganz vergessen, Frau Direktorin vorzustellen. Das steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Atheno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der antiken Forschung. Pura. Hä? Ich dachte, er wäre Direktor? Katschika! Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin ein Held, holt mich hier raus. Ich bin Selbstwissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten eingestellt... Die haben mich angelogen. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, du sollst aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Also mir raten. Sie ist älter als Impa. Nein, das bleibt aber unter uns. Was, wenn ich fragen darf? Ah, da bist du baff, wa? Nicht zumindest der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katschika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Ist alles normal bei... Verzeihung, kennen wir uns? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, wo der Beste weiß, dass alles gut gelaufen ist. Aber das sieht mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt nicht an mich? Nee. Was? Wie kann man so ungesehen bloß vergessen? Ich bin bestürzt, meine Welt bricht gerade zusammen. Was glaubt ihr, erzähl ich? Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Gano dich erwischt hat. Dann habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, mit deinen Verletzungen heilen. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Sorry. Wenn ihr im Schlaf des Lebens liegt, liegen seine Erinnerungen flöten. Ja, gleich mal notiert. Bitte was? Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Wenn ich rede, so eins wohl alles, aber erstmal, bist du ein Kind? Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es nicht besser wissen. Das ist nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment, oder naja, gescheit ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben. Nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Schön, dass du es mir trotzdem sagst, wo es liegt. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wenn unser Held wieder erstarkte Verheerung Gano besiegen können. Wird er uns geliebte Prinzessin Zelda retten? Das will es mir erfahren, die Entnessen-Episode wieder hier bei Breath of the Wild. Moment mal. Es ist ein bisschen zu früh, um den Part zu cutten. Wenn du dich in diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule des Schikasteins zu aktivieren. Ja, gerne. Ja, das ist die richtige Antwort. Mir zu erledigen. Was schaust du denn so komisch? Ich dachte, ihr würdet den Schikastein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Interessantes Schlafsleben, denkt man. Alles dreht sich nur um eins. Verzeihung, ich kann dich hören. Gut, dann erklär dir mal, was du für mich erledigen sollst. Das Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Die blaue aus dem Flammenborn holen, damit die Feuerschale. So, die blaue. Ja, die haben wir schon mal gesehen. Dachte irgendwie, da könnte ich was machen, aber irgendwie ging es nicht. Fertig ist die Laube. Das ist schon alles? Sagen jungen Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Nö. Guten viel Erfolg mit der blauen Flamme. Ja. Das sind ja auch Chikas. Und wie mache ich das? Aha. Nur eine Fackel, ja gut. Dann fackel ich mal nicht lange. Haha, bin ich witzig. Da unten ist... Ich wäre schon mal da. Problem allerdings... Ich hoffe, es sind keine... Ja, ich glaube, da war's. Das ist ein relativ weiter Weg.
Ja. Scheiß Segel! Meine Güte. Segel und Startschwierigkeiten, glaub's nicht. So, Stiel lassen wir in Ruhe. Die blaue Flamme holen dürfte jetzt eigentlich nicht so schwierig sein. Ja. Voilà, da bin ich schon. Blaue Flamme, jetzt sagen wir bloß eine blaue Flamme. So. Wie komme ich jetzt am schnellsten wieder hoch? Das wäre eine gute Frage. Und hoffentlich ohne Monster. Ah. Okay, das ist die Mühle. Bisher sieht alles friedlich. Ja, wenn der Wind noch ein bisschen stärker weht, dann haben wir hier bald Athene unter Feuer. Schön. Wäre ich wirklich ein klasse Held. Konntest zwar die Verheerung nicht aufhalten, aber dafür alles in Brand stecken. Geil. Oh, meine Güte, muss immer so ein langer Weg sein. La 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 la. Ja, ja, du mir auch. Und es wird schon wieder dunkel. Boah, diese blaue Flamme, ey. Ist die heiß. Okay, bisher noch keine Monster. Ich hoffe, es kommt noch keine weiteren und vor allem keine Blutmond nach. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ein paar Äpfel. Es ist ruhig. Für meinen Geschmack zu ruhig. Andererseits bin ich ja schon da. Ja, war ja sehr schwierig. Wie kann man nur so bescheuert sein? Feuerschale ist doch hier draußen, wir müssen jetzt rein. Wieso? Aber ich das Teil zurückgesteckt. Wie kann das passieren? Nein! Ganz ehrlich, Freunde. Das kommt davon, wenn man zu überdreht ist und die ganze nach Gegnern sucht. Das sind gar keine Gegner. Wieso muss dieser blaue Schal bloß so weit weg sein? Wieso war ich so doof? Verdammt! Und wieso vergeht die Zeit so schnell? Ich wünsche, ich hätte irgendwie... Vielleicht irgendwie so einen Gegenstand mit so eine besondere Ocarina, mit der ich irgendwie die Zeit anhalten könnte. Oder verlangsamen könnte. Rennen geht nicht mit der Fackel, Mist.
Oh oh, schon 11 Uhr. Bisher bleibt's noch friedlich. Blutmondnacht. Ah, kein Vollmond. Gott sei Dank. Gott sei Dank keine Blutmondnacht. Könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen mit der Fackel in der Hand. Schneller! Frag mich, ob das jetzt da so bleibt, wenn ich es angezündet habe. Und vor allem, als nochmal in die Fackel ausgeht und nochmal irgendwie von dort Nachschub holen könnte. Wäre eigentlich ganz praktisch. Oh, jetzt geht schon wieder falsch. Mann. Schneller, ihr müden Beine. Schneller. Ich muss schneller sein. Ich muss wach bleiben. Ja, scheiß Lach mich hier voll aus. Du bist der schlechteste Held seit 1000 Jahren. Hab ich gehört. So, wieder da. Zum zweiten Mal. Das Dino-Institut wurde als TV-Ziel aktiviert. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann. Was ist jetzt kaputt? Abend! Vielen Dank, liegt doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert, das Mysteriöse, so funktioniert nur normal. Mein süßer Leitstein. Der gräbt mein Forschungsblut in Wallung. So, die Bassmodule des Stiegersteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, ruf mal ganz laut. Katschika! Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Katschika? Nicht gerade enthusiastisch, aber gut. Alles klar, in der Reparatur des Stiegersteins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Yeah, Mann. Stiegerstein erkannt. Fotomodul, Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Fotoalbum? Fotomodul, erstellen Bilder der Umgebung. Du hast ein Modul erhalten. Okay. Reparaturvorgang abgeschlossen. Hier, bitteschön. Danke. Und fertig. Nice, wieder alles aktiv. Lass mal sehen. Fotomodul, Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann nehmen wir gleich mal los, wa? Warte mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir.
Okay. Sag Cheese. So, hier bitteschön. Katschika! Und wir laufen mit dem Fotomodul. Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Hier ist es. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Ja, hier doch. Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ich bin das. Tut mir leid, aber ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Na nun, die Fotos hinter als Mädchen sind ja schon irgendwelche erhaltenen Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst nicht anwesend, als sie dieses Foto aufgenommen hat? Ich vergaß, dass das Gedächtnis verloren war. Schade. Vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, Erinnerungen wieder zu langen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kennt die Prinzessin besser als ich. Ach, noch was. Und bitte, wenn du schon mal dabei bist, bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du zu mir oder zu Robello vom Akal-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antike Materialien noch etwas Feines. Dann los. Dankeschön. Habe ich bereits. Katschika. Ein Angebot. Du hast Interesse, ja? Kann man Modul verbessern? 3 antike Schrauben. Nun brauchst du 3 antike Achsen. Dann brauchst du 3 antike Reaktorkerne. Alles klar. Ja, aber ein paar habe ich doch schon. Jawohl, ja. Los, erstmal zu Impa gehen. Dann Schickerstein verbessern. Jo, hier habe ich ein paar. Ja, bitte. Verbessern. Ich würde sagen, erstmal ein Schika-Sensor. Je mehr Schreien, desto besser. Katschika! Katschika! Hey, ja, erledigt! Leitsteinsperre aufgehoben! Packen wir es an! Schickerstein erkannt. Verbesserung des Schicker-Sensors initialisiert. Der Schika-Sensor Plus. Der beste Sensor findet auch Objekte außer Schreinen. Er schlägt tausendlich mit dem Objekt näher. Es geht in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Schika-Sensor und Hyrule Humboldt verknüpft. Verbesserung des Schika-Steins abgeschlossen. Ach so, ich dachte schon, ich würde irgendwie mehr Schika-Schreine finden, in größeren Radius und so. Genau so. Das Leitstein hat auch alles gegeben. Haha. Oh, ein Schika-Sensor Plus. Zeig ihn mir. Also, zeig doch bitte später mal den Schika-Sensor Plus, ja. Ja, mach natürlich schon. Hier, Simon. Soll das ja praktisch sein? Laut der einschlagenden Literatur kannst du aber nicht nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Zuerst den Glutlink in dem Institut mit des Fotomoduls aufnehmen. Kann es versuchen. Wie sieht denn der aus? Der da ernsthaft? Irgendwie. Das ist eine Sportechse. Sieht zwar auch ganz cool aus. Ein Glutling hinter dem Institut. Ja, ich bin ja in dem Institut.
Oder meint er... Nee. Dem noch sicher nicht. Doch, das ist einer. So. Sehr schön. Verzeihung. Ja? Sind wir das Loot nicht aufgenommen? Jawohl. Lass mal sehen. Ja, ja, vielen Dank. Öffne nachher einfach das Handbuch und registriere das Foto des Glutlinks. Kann ein schicker Sensor die Glutlinge in der Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleiner Traktat. Ich kann nicht so gut sprechen. Über seine Verwendung. Lies es am besten kurz mal durch, ja? Wenn du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir 3 Glutlinge. So im X-Per-Wald. Oh Gott. Sensor, okay, mal kurz durchlesen. Sensor, angetragen ist, direkt, einfach ein Buch öffnen, Weit wählen, suchen, Sensor Scheine wählen. So, okay, Schicker-Sensor selbst kenne ich ja schon. Okay. Gibt noch viel für mich zu lernen. Muss ich mal ein bisschen umgucken. Wichtiges, ja. Die Karte, okay, alle Module, sehr schön. Definitiv Fotos, die ich nie gemacht habe. Das sieht allerdings wichtig aus. Das ist etwa Schloss Hyrule. Okay. Interessant, was soll denn das links oben sein? Hä? Ist das irgendwas Fliegendes? Nee. Das kann nicht sein. Ach du Scheibenklar, also gibt's hier viel zu scannen. Das wird eine Weile dauern. Jawohl, ja, soll ein paar gehen. Ich kann ja, ich kann noch ein paar, also verbessern. Das Stasis-Modul. Zeit einfrieren vielleicht nicht nur bei Objekten. Verbessern, ja. Ja, bitte. Ne, warte mal, du hast gar nicht mit den Materialien, willst du mal verarschen? Ja, ja. Ich möchte noch verbessern. Bomben, geht das vielleicht? Die müsste ich haben. Hab ich auch nicht. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert. Diese Welt hier. Was ist denn das? Und vor allem dachte gerade irgendwie... Es hat noch einen zweiten Stock. Wie kommen wir denn da hoch? Hä? Crazy. So, hier brennt ja alles. Feucht fröhlich rum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da habe ich noch eine Hacke. Nee. Eine Axt wäre ganz cool. Blutling. Da komme ich irgendwo... Weiß der Geier wohin. Ist aber ziemlich tief. Aber naja, markiere das Ganze hier. Also komme ich jetzt wieder schnell zurück. Andererseits das Dorf da unten. Irgendwie vermisse ich hier noch eine Statue der Göttin.
Außer natürlich Atheno ist rückständig, hat gar keins. Hm. Wo könnte es hier irgendwo eine Statue der Göttin haben? Eine Fluchtstatue hat es ja. Hm. Sehr seltsam. Also entweder hat das Dorf echt keine oder ich bin einfach nur gerade ein bisschen zu doof. Zu blöd und zu doof. Da hinten? Nee. Also bloß ein paar hinten. Da ist auch nichts. Verdammt. Aber ist egal. Machen wir wieder auf den Weg zu Impa. Wo war denn die gute Frau? Da oben Kakariko. Perfekt. So brauchen geht sicher nicht. Machen wir es halt hier. Und let's go!